Shalom Aleichem. Wir halten schon bei der letzten Woche von Februar, wo es in die Tage sind geboren geworden 4 bekannte Persönlichkeiten auf der jüdischen Gas. Die Dichters Shmuel Yankov Imber und Susman Sigalowitsch, der Prosaiker Joel Mastboim und der Akteur Yankov Mestel. Der Dichter Shmuel Yankov Imber ist geboren geworden den 24. Februar 1889 in dem Galizianer Städtel Jezerny. Sei sein Tate Shmaryahu und sei sein Vetter Naftuli Herz seien beide gewesen Schriftsteller. Naftuli Herz ist berühmt geworden mit dem Lied Atikva, was ist eint der Hymn von Medinas Yisroel. Shmuel Yankov hat Bamunib bekommen a traditionelle Erziehung und noch studiert Philosophie in der Lemberger Universität. Gewesen in Eretz Yisroel und bis der Ersten Weltmilchume gedient in der österreichischen Armee. Nach dem Pogrom in Lemberg in 1918 ist weg in Wien, wo hat sich vernommen mit schreiberischen und verlegerischen Tätigkeiten. In Meschach von etlichen Jahren gewohnt in Amerika. Sein poetischer Debüt ist vorgekommen in 1905 in der Tschernowitzer Wochenblatt. Avrum Reisen hat wegen ihm umgeschrieben, als ist einer von den ersten jüdischen modernen Dichter in Galizien. Ihm gekommen ist Shmuel Yankov Imber in Galizien in 1942. Yankov Mestel, Akteur, Schriftsteller und gesellschaftlicher Tour auf der jüdischen Gasse in Amerika, ist geboren geworden den 25. Februar 1884 in dem Städtel Zlochew, Galizien. Seine Liebe zu Theater hat sich ausgedrückt früh. In von Jahr 1910 spielt in dem Wiener Stefani-Theater. Bis der Ersten Weltmilchume hat Mestel wie ein Offizier gekämpft auf dem Zeit von der österreichischen Armee. Nach seiner Mobilisation in 1918 studierte Regie und Dramaturgie in der Wiener Akademie für Musik und Theatraler Kunst. Hat mitgeholfen zu organisieren die Wiener Freie Jüdische Volksbühne und gegründet die erste jüdische dramatische Schule in Wien. In 1920 ist Mestel gekommen in Amerika. Gearbeitet wie ein Akteur in verschiedenen Theaters, in der Studio Artef, in die experimentale dramatische Kreisen, besucht Argentinien, Uruguay, Brasil, Kanada. Yankov Mestel hat das auch übergesetzt Pieces von Deutsch, Polen und Englisch, zwischen sie Arthur Millers Drama Der Stoit von a Sailman. Nach seinem Tod in 1958 sind erschienen seine autobiografische Verzeichnungen Yankele der Stoller. Mestel hat übergelost von Nivo-Archiv eine Sammlung von wertvollen Materialien wegen dem jüdischen Theater und von seinen Tätigkeiten auf der jüdischen Bühne.
Auf den 27. Februar fällt uns der Geburtstag von dem Schreiber Joel Mastboim. Er ist geboren geworden im Jahr 1884 in dem polnischen Städtel Mezrich, Schädlitzer Gegend, in bekommen eine jüdisch-maskilische Erziehung. Unter der Spur von seinem älteren Bruder ist der junge Joel heran in der revolutionären Bewegung, was später hat er beschrieben in seinem Roman von Reuten Leben. In der Tkufe vor der Ersten Weltmilchume, wenn Mastbaum kommt kein Warsche, ist er sehr produktiv. Hillel Zeitlin und David Fischmann nehmen ihn mit einem breiten Borchab. In 1917 erscheint Mastboims dramatische Poeme und eine Melodie, wo er prüft, auf einen symbolischen Neufen herausbringen die Stimmungen, was die Iden oben übergelebt, bis der Milchume. Von 1919 bis 1922 verbracht Mastboim bei seiner Schwester in London, wo er trägt sich in der ortiger jüdischen Zeitung Die Zeit. Noch nie kehren sich in Polen fort der Sacharim mit Lektions über ein Land. In 1932 ist er Rolle gewesen in Israel. In 1939 kommt Mastboim auf einen Besuch in Polen, wo sie verhabt ihm die Milchume. Er hat aber gehabt Masel und es geht sich ihm an, sich herauszurassen von dort und sich hinkehren in Eretz Yisroel. Zu jener Zeit werden eine Sache von seinem Werk übergesetzt auf Hebräisch und gedruckt sei in die Zeitungen und sei in einer Buchform. Joel Mastboim ist gestorben in Tel Aviv in 1957. Susman Segalowitsch ist geboren geworden in demselben Tag und in demselben Jahr, wo Joel Mastboim. Seine Kinderjahren sind durchgegangen in der Stadt Bialystok, gelernt in einer privaten Schule in Reim. Eine kurze Zeit ist er gewesen aktiv im Bund, nicht einmal arrestiert geworden und gesessen in verschiedenen Twises. Seine erste Liedersammlung ist erschienen in Warschau in 1909 und ist gut aufgenommen geworden von der Kritik. In 1912 ist erschienen sein Poeme in Kasnersch, eins von seinen schönsten und reifsten Werken. Susman ist gewesen sehr schaferisch und geschrieben in verschiedenen Genres. Bis der Ersten Weltmilchume ist er mobilisiert geworden in der russischen Armee und erst in 1917 sich von dort befreit. In 1919 durch Wilna kommt er zurück in Polen. Er besetzt sich in Warschau und seine Artikel beweisen sich in dem Warschauer Heim, Lotzer Tageblatt, Londoner Zeit, New Yorker Tag, literarische Blätter. Er ist gewesen etliche Mal Vizevorsitzender und Vorsitzender von dem Verein von jüdischen Schreibers und Journalisten in Polen, auf Tlamatzki Dratzen, wo er hat beschrieben, später in seinem Buch Zichroines Tlamatzki Dratzen. In 1939, wenn die deutsche Chayoles haben verhabt Polen, ist er gewesen zwischen der Gruppe jüdischer Schreiber, wo sie haben in einem Waggon verlost Warschau. A Zeit hat er sich aufgehalten in Wilna, noch in Kovne und schon von dort durch Russland, Bulgarien, Türkei und Syrien umgekommen in 1941 in Eretz Yisroel. Dort hat er mitgearbeitet in die hebräische Publikation Saboker
und Hazman. Auf Hebräisch hat veröffentlicht seine Poeme dorten, wo es früher gewesen gedruckt in Jiddisch in dem New Yorker Journal Die Zukunft. Susman Sigalowitsch ist gestorben in 1949 in Tel Aviv.